Leute, mega geiles Wetter heute. Die Sonne ballert und es ist warm. Letzten paar Tage war richtig kalt. Leute, wenn wir heute 20.000 cashen sollten in dem Turnier, dann melde ich die S-Klasse wieder an. Heute ist Sunday Grind, Leute, aber nicht online, sondern wir sind auf dem Weg zum Orleans und ballern heute mal Live-Turniere. Beziehungsweise ein Live-Turnier. Gestern große Minus-Session. Wer das verpasst hat, im letzten Vlog, könnt ihr gucken, wieso. Ich würde sowieso empfehlen, mal das letzte Video zu gucken, denn da habe ich auch ein paar Knowledge Bombs rausgehauen. Aber ja, gestern war auf jeden Fall eine miese Session. Und jetzt erstmal Turnier. Gucken, wie das so läuft. Ich war noch nie, also ich glaube das letzte Mal 2016 im Orleans mit dem Reza. Der eine oder andere kennt den Reza vielleicht noch. Wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie das so ist. Also die Local Casinos wie zum Beispiel Orleans und South Point und Red Rock Casino und all diese Läden, wie die so drauf sind und ob es sich lohnt, da in den Casinos zu spielen. Ich denke schon, nur habe ich noch nicht genug Stunden da investiert. Also ich habe einmal in meinem Leben 2016 im South Point gespielt, einmal in meinem Leben im Orleans gespielt. Im Red Rock habe ich viel gespielt, aber damals dann nur das 1-2. Ich habe schon hier und da 2-3 Sessions mal 2-5 gespielt und ich muss sagen, ich finde die 2-5 Games da ziemlich gut. Ich habe letztes Jahr sogar noch eine 2-5 Session da gespielt, weil ich nicht zum Strip fahren wollte. Da war irgendwie Marathon oder so und dann machen die den Strip zu. Und an solchen Tagen spiele ich dann gerne mal im Red Rock, das total außerhalb ist. Aber vom Player Pool her ist das nicht so sexy. Also es sind alles nur Limper und es wird mega tight gespielt und die haben es halt immer. Man spielt entweder gegen super tighte Leute oder gegen Pros und da gibt es auf jeden Fall bessere Casinos, würde ich sagen. Also zumindest für 2,5 und höher. 1,2 sollte eigentlich überall gut sein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Leute, aber das Orleans ist genau da. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Excalibur, den holen den André ab. Das ist der Kollege, der mir Toffifee und Cookies und Donuts und so weiter mitgebracht hat. Die letzten paar Tage, mit dem grind ich schon fast die ganze Woche im Aria. Es war seine Idee, heute mal ein Turnier zu spielen. Also könnt ihr alle mal in den Kommentaren Danke an André sagen. Ja, wir holen den André jetzt zum Excalibur ab und dann geht es direkt zum Orleans. Heute Turniertag. Skaten! Ja, alles klar. Morgen. Ah, es ist ja nicht schon morgen, ne? Ja, irgendwo ist immer morgen, ne? So, jetzt haben wir den André hier im Rolls-Royce abgeholt und direkt zum Pokerroom. Schnappen wir uns den Sieg jetzt. Ja, Mann. Mir fällt noch ein, dass der einzige Grund, warum ich mal zu einem Local Casino fahren sollte, eigentlich ist, wenn wir mal zum Kino fahren. Das ist die ganzen Movie Theaters, Kinos sind halt in den Local Casinos, so Red Rock Casino, Alliante Casino ist direkt da, wo wir wohnen. Und ja, das ist so der einzige Grund, wieso ich mal zu einem Local Casino. Mall oder so, Shop oder so. Da gibt es doch AMC gibt es hier, das ist so außerhalb, aber in den Casinos gibt es gute also Kinos und so Bowling und solche Sachen gibt es halt in den Local Casinos. Hier habe ich gehört, das ist sogar das beste Bowling. Ja? Ich mir gestern noch einer erzählt. In Orleans? Wir sind da, Leute. Geht schon ganz viel Action hier ab. Ich darf im Turnierbereich sogar filmen, das ist mal... 10:30, 11 o'clock, they'll say rewards on the wall. That's where you want to go. They'll make you. Da ich nie im Orleans spiele, habe ich auch keine Players Card. So ganz guter Beweis für euch, dass ich hier noch nie war. Müssen uns erstmal Players Card machen und dann können wir uns für das Turnier registrieren. Kleiner Hinweis, man ist oft schon da gewesen bei Turnieren, muss ich immer einen Reisepass dabei haben. Normaler Ausweis Perso hat nicht gereicht. Number 90. Wir sind 98 und 90 da auf der Warteliste. Für Turniere gibt es ja auch Wartelisten, Leute. Müssen warten. Wir sehen jetzt gerade, was war es? 68? 68, Alter. Leute. Viel Glück. 25. Ich bin als nächstes dran, Leute. Jetzt gibt es nochmal schnell Pasta, Salat.
Gab nichts Besseres. Und ich habe mega Hunger. You're 90, 90? 90. 90, okay. I can't find my What's your name? Nojan. I see you. It's not a common name, so I believe you. You couldn't just guess that. You're going to 45, okay? Awesome. Last row outside. Perfect, thank Good you. luck. Erste Hand All-In. Was Dame gegen Buben. Hört die so. Also ich war in der ersten Hand direkt All-In mit Ass Dame in Kreuz. Blinds waren 500 und 1000 und ich hatte 25 Big Blinds. Also ja, was macht man da? Der hat Open Race halt und ich gehe All-In mit Ass Dame Suited und hat Buben und Double Up da. Und dann 2 Hände später habe ich Pocket Tens, mache sogar ein Set, aber musste am River aufgeben, weil er hat sogar netterweise sogar gezeigt, er hatte die Straße am Turn schon gemacht und am River sogar noch einen Flush gemacht. Wie läuft bei dir? 25k ging's los und hoch auf 40 und Ich bin bei 43 jetzt. So, wir haben 15 Minuten Pause jetzt. Was macht man 15 Minuten lang jetzt? Wenn man nicht raucht, ne, dann viel Zeit. Cash Game gibt es keine Pausen, Leute. Was ich gut finde, ist, dass man den Dealer nicht tippen muss nach jeder Hand. Das ist ziemlich cool. Verloren? ja. Damen verloren? Was hat er? Der Flop war 2, 4, 6, Turn 7, ich gehe all in, er callt mich mit King 4, River 4. Boah. Die haben unseren Tisch aufgelöst, wir müssen jetzt rein. Ich bin auf Tisch 27. Blinds sind bei 1000, 2500 und wir haben 60.000 Chips. Bin nur nichts passiert. You should have live cards. King is queen over there. I hope. I hope, yeah. What you got? Queen. Wir sind all in, Leute. 20k Chips. Und nicht flop, nicht verhassen. You flopped it. Ship it! Even the flush, he beat you. Yeah, true. You're drawing dead with a queen 9. With... A lot of money to pick up and chips to pick up. So Leute, Dinner Break jetzt, 45 Minuten. Was macht man da 45 Minuten lang, Leute? Auf jeden Fall habe ich noch mal kurz vor der Pause aufgedoppelt. Wir haben jetzt 46.000 Chips. Blinds sind 1500, 3000, aber es geht nach der Pause höher. Wahrscheinlich 2000, 4000. Und ja, 10 Big Blinds, Leute. Nice. Da kann ich nicht raisen. André auch nochmal schön einen Pot gewonnen gerade. Er meint, an seinem Tisch wird viel rumgelimmt. Also ich spiele super tight. Und dann raced der Opa auf einmal auf 35 und hat natürlich Asse da. Und kriegt aber trotzdem noch 2 Caller. Also die Action hier an den Cash Game Tischen ist wohl ziemlich verrückt. Aber ich glaube eher auf der tighteren Seite und weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Was ich am Orleans ziemlich cool finde ist, Poker Room ist hier, Food Court ist da. Also für Leute, die verfressen sind wie ich, die haben es nicht so weit. Pizza Thunfisch kennen die hier nicht, die Amis. Wusstest du das schon? Wenn ich meiner Frau erzähle, dass ich Pizza mit Thunfisch essen will, dann macht die so. Ich kann nur Pizza mit Ananas. In 22 Sekunden geht's weiter, Leute. 46k. Wir haben so ungefähr 10 Big Blinds oder so. Ich muss sagen, es ist hier mega heiß. Im Adria bin ich immer am Frieren, weil der AC auf volle Pulle ist. Aber hier könnte man locker im T-Shirt sitzen. 4 alternates waiting. I will 7er gegen Ass König, Leute. Ass König in Herz. Olé. 7. GG's. 200 plus der Mann. Hast das Turnier wieder rausgeholt. Nur das Add-on geht. Wir sind insgesamt $300 minus für heute. Das Turnier hat $200 gekostet und dann konnte man nochmal für $100 Add-on machen. Haben wir beide natürlich gemacht. Ich bin 300 minus und er ist $100 minus, da er im Cash Game nochmal 200 plus gemacht hat. Trophy. So lange schon Pokerspieler, ich habe Trophys, aber die sind aus dem Gigacenter. Habe ich gestern im Blog kurz mal gezeigt. Das sind eine einzige. Und die Trophys hat mein Papa in den Müll geschmissen, weil ich ja nicht mehr in Köln wohne. Das ist noch mal unser Fazit hier vom Orleans.
Also Turnier, muss ich sagen, hat mega Spaß gemacht. Die Leute, die am Tisch saßen, alle super gesprächig und alle gut drauf. man konnte immer so, also es war eigentlich super lustig, man hat die ganze Zeit gelacht und so. Und wie sieht so ein Cash Game aus? Ja, Cash Game ist halt komplett anders als im Aria, sage ich mal. Durchschnittsalter deutlich höher. Die Leute sind deutlich tighter. Hier wird nicht geblufft. Hier wird viel gelimmt. Also wenn einer hier eine 3-Bet auspackt, dann hat er mindestens Kings. Also mindestens. 4 Bets kennen die hier gar nicht. Und ja, auf jeden Fall war lustig. Die Leute sind gut drauf, alle Ältere. Aber jetzt im Vergleich zum Aria, Das müssen kommt wir Action. immer drauf an, da ist mehr Action, da kann man auf jeden Fall mehr Geld machen. Aber für jemanden, der jetzt zum ersten Mal, sage ich mal, nach Vegas fährt, der sollte vielleicht nicht direkt im Aria anfangen. Vielleicht erstmal hier New Orleans mal eine Runde versuchen und dann sich hocharbeiten. Macht Sinn. Und du meinst jetzt im Mandalay Bay gibt es auch wieder ein Pokerroom? Im Mandalay Bay, der Pokerraum ist wieder auf. Jetzt, ich glaube nicht immer jeden Tag, aber auf jeden Fall am Wochenende. Und die machen auch immer ein bisschen früher zu, wenn da jetzt nicht mehr viel los ist. Aber da wird auf jeden Fall wieder gespielt. Also für die, die zum 1-2 Spielen rüberkommen, Leute, Mandalay Bay war früher mein Lieblingspokerroom. Der André mal, wie das ist. Wir suchen hier schon die ganze Zeit nach unserem Auto. Ja, so einfach ist das nicht, Leute. Hier sieht einfach alles gleich aus. Es ist riesig und ja, muss man sich schon genau merken. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wo? Nö, immer noch nicht. Ja? Wir dachten, das ist unser Auto, aber ist Meine Frau hat nächste Woche Geburtstag. muss schön einkaufen gehen. Ja. Alles Gute schon mal. Wie heißt deine Frau? Marie. Marie. Schöne Grüße an Marie. Ja, ich will das auch nicht vergessen. Sehen wir uns morgen nochmal eine Runde Cash Game und Dienstag fliegst du dann wieder zurück. Dienstag fliege ich wieder zurück. Ja. André ist bald wieder weg, das wird mich richtig traurig machen, weil wir sind schon fast eine Woche jeden Tag zusammen am Grinden. Ja. Werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja. Wiederholen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht heute. Orleans. Ja, war lustig. Auf jeden Fall. Danke für die Empfehlung. Ja, sehr gerne. Machen wir wieder. Leute, wir sind wieder zu Hause und es ist richtig krass, wie kaputt ich bin vom Turnierspielen. Ist ja eigentlich das gleiche Spiel, aber irgendwie habe ich Kopfschmerzen und bin total K.O. Aber wir haben jetzt gerade mal 7:30. Ich glaube, das Sunday Special läuft noch. Das ist ein $100 Turnier. Da gibt es ungefähr 15.000 für den ersten, 16, 17 manchmal. Und wenn das noch läuft, dann werde ich mich da eventuell auch nochmal für registrieren. Kommt aber ein bisschen drauf an, was die Kinder gerade machen. Was geht denn, Leute? Gestern nach dem Turnier bin ich nach Hause gekommen, mit den Kids ein bisschen gekuschelt und dann war auch schon Schlafenszeit. Und ich wollte eigentlich nur ein bisschen kuscheln und dann wieder runter Cash Games spielen online. Aber es hat nicht geklappt. Ich bin direkt eingeschlafen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Turniere und Cash Games ist ja eigentlich beides Poker. Aber ich war total ausgelaugt nach dem Turnier. Schlaf hat richtig gut getan. Wir haben jetzt gerade 6:30 Uhr und die Family ist noch am Schlafen, deswegen spreche ich ein bisschen leiser. Ich wollte auf jeden Fall noch schnell das Outro hier zu diesem Vlog filmen. Mir hat Turnierpoker mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Mal zur Abwechslung, ein Turnier ist gar nicht mal so verkehrt. Und ja, bald ist auf jeden Fall im Dezember die WPT im Win. Vielleicht schaffen wir es da noch mal 1, 2 Turniere zu spielen. Ansonsten mache ich mich jetzt fertig und fahre direkt zum Aria. Super frühe Frühschicht. Ist aber perfekt so, weil ich habe später noch ein paar Termine und also kriege ich meine 8 Stunden früh rein. Und ja, mehr Informationen im nächsten Vlog, Leute. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.